Goed. Ik vreem me dat jullie hier van jou zijn en dat ik kan hier met jullie taub zijn. We hebben een zo schöne tijd gehad durch dit jaar, durch die Bibel durchzuwohnen. Wir haben Jesus auf verschiedene Städten kennengelernt, wo wir nicht mal wussten, oder wir. Wir haben Jesus kennengelernt als Gott am Wirklichen sein. Und Weihnachten ist so dicht bei. So, ich kann mir mit Eva gecheckt, wo weit wir das noch tragen mit Jesus durch das Alte Testament. Und ich weiß, dass wir waren einmal nicht fertig kriegen. Ein Leben reicht nicht tot, um das Alte Testament auszuhaben und sein, wo alle wegen Jesus verkämpft. So, wir waren von der eine letzte Klausmerkung von Jesus im Alten Testament. Und ich wünsche mir nicht, dass die alles lernen von der. Ich wünsche mir, dass wir mit so 4 angesteckt, wo du sagst, ich will Alte Testament lesen, wenn ich will Jesus besser kennenlernen. So, wir wollen uns von der zum Anfang Galater Kapitel 3, Vers 23 bis 25 lesen. Galater 3, von Vers 23 bis 25, du sagst, das ist das. Euer der Glaubensschein hat das Gesetz der Hand über uns, but uns der Glauben soll vergestellt werden. Das Gesetz, wie du uns zu belehren bei Christus schein, dort wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Nun aber, dass der Glauben gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einen Absichter, der uns belehren muss. Ganz klar redet Galater Brief zu uns von, dort sind 2 Etappen. Ganz unbedingt, wie du eine Zeit lang ein Gesetz, und das Gesetz hat eine Funktion. Das Gesetz wie du für eine Ursache. So von der wollen wir uns unsere Lektion Jesus dort Opfer nehmen. Und dann wollen wir uns bechecken, was ist das Gesetz von Opfer? Und wir wollen uns 5 verschiedenste Opfer vom Alten Testament verteilt holen. Und wir wollen sehen, wo jeder ein von diesen Opfern ein Bild, lang nicht eine Erfüllung ist, aber ein Bild ist, von was Jesus schon vollständig tut. So, und ich will, dreht man mit auf 3. Mose, Kapitel 7. Und so werden wir Vers 37 einmal lesen. 3. Mose, Kapitel 7. Und so wollen wir Vers 37 nennen. Bevor wir den Vers lesen, weil wir uns ein kleines bisschen denken halten, 3. Mose ist ein bisschen das Arbeitsbuch für die Priester. Also die Priester hatten ganz klare Vorschriften für was sie sollen im Tempel tun. Und das ist 3. Mose. Und sie steht weil ich 3. Mose lesen, geht nicht so schön. Aber kein gutes Buch wird uns belehrt, jetzt so schön zu lesen. So, das ist nicht so Patzibika, das ist interessant. Ne? Aber die Bibel lesen ist nicht so interessant, was wir uns erst am Hort dort die Ewige geswitcht haben. Gott belehrt mich, und jetzt dort noch schöner die Bibel lesen. So, 3. Mose ist ein Buch, das nur die Priester geschrieben wird. Und das Buch hat so einen großen Klumpen Verschriften über, das soll die tun, das soll die tun, so soll die das tun. Und für uns, was wir uns von klein an angeprägt haben, dass das Alte Testament ist, zu nichts zu bringen, dann haben wir verstanden mit so einem Switch übergeholt, nein, das weiß ich mal nicht. Aber das hat all bei uns geändert, bei den Teil von uns, und ich wünsche, wir können von dir noch Dollar ändern. So, wer will diese lesen? 3. Mose 7, Vers 37. Das sind die Gesetze für das Brandopfer, das Ethikopfer und das Sündopfer, das Schuldopfer, das Ansatzungsopfer und das Dankopfer. So aus der Herr Moses dort an den Tag ab dem Berg Sinai angeordnet hat, als er die Israeliten anordnet, ihre Opfer den Herrn in der Sinai-Wildnis zu opfern. Sehr gut. So, wie viele Opfer sind du so abgenannt?
6. Mooi weer. Ik zei 5, nee? So dan meint ik wel een van de uitloop. Dus als dat een opfer, dat aanzettingsopfer, dat is het opfer voor wanneer een nieuwe priester wordt aangevoerd. So dat een opfer, waar we van die bloos niet uitlopen, waar we bloos niet van reden, dan waar we ons op de eeuwige 5 opfers concentreren. So God heeft te Moses gereed, der heeft te Moses gezegd, dit zijn de opfers wat je zullen doen. En we willen ons van die met 5 stuk van die beschaffen en we willen ons door zo mal bekijken, wat ging aan de Sinai-wildnis aan? Wo slaapt dat even om tempel aan Israël en wat passiert met Jezus? Also, ik wil je een verruit de vrouw. Laat je toen mal van klein stoutje nemen, dat we het Oude Testament wegnemen. Dan worden we de Geschichte lezen, dat Jezus komt om Jordan. Johannes de Döper steht im Jordan, der döpt all diese Menschen, die sollen Buße tun, die sollen tegen Gott drehen. Und dann sagt er, kijk mal, du kommt Gott sein Lohn, wat de Welt Erde Sinn draagt. Wenn wir das Alte Testament wegnehmen, dann merkt der Satz rein schön sein. Stimmt? Wir kommen noch mit, ne? Wenn wir das nicht wüssten, dass ein Schub können geopfert werden, zum bei Gott Sinnenvergebung erlangen, dann merkt das schön sein, dass Johannes wohl sagt, du kommst Jesus, das ist ein Schub, was für die Welt was der Sinn dreht. Manche, wo gleichaltig sind, mit das Alte Testament proben weiterschmieden und dann noch wollen Jesus verstehen, schafft nicht. Und das ist, was wir von der Welt tun. So, nu werden wir nur 3. Mose 1 drehen, das fängt so an, 3. Mose 1. Und du werden wir lesen, Vers 1 und 2. 3. Mose 1, Vers 1 und 2. Der Herr roept Moses in reden met hem van aan dat verzamelingsheld en zei, red met de Israëlieten en zei te aan. Wer von jünd dem Herrn ein Opfer bringen will, der soll dort von Feu, von Rinder, von Schub oder von Kosen nehmen. So gut. So dann, den Traller weit wieder nu, dort Gott sagt zu Moses, dort Opfer kommt vom Feu her. Aber, wenn wir Luther du mehr lesen, dann weit wir, wenn du ab ihrem Arm wirst, du kannst ein Opfer bringen mit 1-2 Backen. Okay? So, wenn du nicht mal eine Düve betont, Gott wird so gnädig und er sagt, okay, dann bringen 2 Backchen, dann wird das verbrennen und dann dort kann ich alles vernichtet. Lothar, wo wir sagen, Jesus sagt, ich sehe das Brot und du hast ein Opfer dabei und all diese wunderbare Dinge. Aber dann im Vers 3, du geht das dann ab irms los, mit das sagt du, weil ein Brandopfer bringt. Okay, so Nummer 1, wo wir hier dann abschreiben, dat is een brandopfer. En dan zegt dat du van dat brandopfer zit. Weil hij ein Brandopfer bringt von Feu, dann soll dort ein männliches, fehlerloses Tier sein für den Eingang von der Versammlungszelt. Soll hij dat bringen, dort hij dadurch für den Herrn angenehm wird. Und hij soll seine Hand auf den Kopf von dem Opfertier legen, dann nimmt der Herr sein Opfer an und verjährt ihm seine Schuld. Okay, to what ist das Brandopfer? Schuldvergeben muss passieren, aber was wird die Wirkung von Schuldvergeben? Angenehm worden für Gott. Okay? So das erste Opfer ist nicht ein Opfer, wo du hast das getan, nu musst du das tun. Das Opfer ist in welcher Hinsicht ein freiwillig. Wenn ein Mensch will bei Gott angenehm sein, dann würde so ein Opfer bringen aus das. Okay, wie weit nu eint, was für ein Tier soll das sein? Ein männliches Tier und was noch?
Fehlerlos, okay? So, dat Tier soll fehlerlos sein, denn ein fehlerhaften Mensch bei Gott unangenehm mehr. Der Fehlerlose für den Fehlerhaften. Das ist der Tisch, wo uns dort abverliert. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Wer will du so lesen? 1. Petrus 3, Vers 18. No? Mikrofon. Nu wel. 1. Petrus 3, Vers 18. Wils Christus starf, ook einmal für all ans Ende, der Gerechte für die Ungerechte, dat hij ons met Gott terugbringen können, sein Körper wird doodgemerkt, aber sein Geist lebt wieder. Sehr gut. So, Jesus wird geopfert, der Gerechte für Ungerechte. Jesus mögt dort Opfer, el perfecto por el pecador. Epheser 5, 27. Epheser 5, 27. Dat hij aan zijn eeuwen niet plakig oder verknutscht, aber herrlich und ascherlich wir. Sehr gut. So, Epheser 5, der redet von dem Opfer, was Jesus für die Kirche mögt. Und dass wir die Kirche wir fehlerlos verknutschen, plakig und all diese Dinge. Und dann kommt Jesus, opfert sich selbst, als der Wort fehlerlos ist, die Brut fertigstellen, als fehlerlos für Gott. Wir freuen uns über die Frau dann vielleicht das Opfer, das Brandopfer, das soll werden, dass wir angenommen wird. Wer muss das Opfer dort mehr? Derde Mose 1, Vers 5 sagt es dit. Dann soll er das Rind vor dem Herrn schlachten. Und die Priester sollen sich das ewige kümmern. So, das Rezept geben wir jetzt dit. Du bist fehlerhaftig. Dann siehst du die in Schub, wo fehlerlos ist. Dann nimmst du dort Teil, dann gehst du in den Tempel und du gehst durch die Eingangstür an. Dann lässt du deine Hand auf das Schub seinen Kopf ab. Und dann nimmt Gott an, das Schub wird für dich vertreten. Und dann nimmst du die Masse und schnittst den Kopf auf. Das ist, was du angeht. So, das Opfer muss der ganz ja dort merken, wer wohl angenommen wird. Okay? Wer mögt Jesus dort? Okay? So, das ist eine Frau, die du bei den Menschen nicht ganz so einfach ist. Also, Judas, Jesus sein Jünger, der verraut Jesus. Der war klar nicht. Die Juden nahmen Jesus fast und quälten den. Warum jetzt nicht mehr? Und zu guter Letzt kommen die Römer und mögen Jesus dann noch am Kreuz dort. Ich würde mir wollen sagen, dass das perfekte Bild von was hier angeht, in dem dort die Sünder, als die werden Tod verursacht. Also, wenn wir Jesus seine Kreuzung oder Jesus seinen Tod bechecken, dann würden wir sagen, krieg für die, was Jesus Tod mögen, wird Jesus geopfert. Und das ist die Menschheit, die sämtliche Welt wird durch vertreten im Sinne von Jesus ging am Kreuz. Wegen den Menschen, wo dem Donnerleiden fehlt, Vergebung. Wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 bechecken, dann merken wir dort, kriegt die Menschen, die schreien, kriegt sich haben, weil Petrus ist predigt in den Utleich, was passiert ist, dann sagen die, wow, was machen wir tun, damit wir gerettet werden. Und dort passiert, kriegt du, was im Brandopfer feststellt, dort, sie haben Jesus umgebracht. Und Jesus war das Opfer, was er in Rettung bringt. Das Brandopfer ist in der Hinsicht ein sehr schmackiges Ding zu bechecken. Wenn wir nun Matthäus 26, Vers 50 checken,
Matthäus 26, 50. Wer will durchlesen? Matthäus 26, Vers 50. Jezus zei te hem, vriend, te wat bist du gekommen? Dan kwamen zij op en namen Jezus vast. So gut. So, du fing wie die Geschichte, wir wollen die Geschichte nicht ganz lesen, aber dort sagt du, wenn wir Englisch oder Spanisch lesen, dort ist die Geschichte vom Garten Gethsemane, Jesus ist im Gethsemane, dann kommen diese Menschen mit all ihren Knappels und all ihren Stecker und wollen Jesus festnehmen, dann sagt dort du, they laid hands on him. Le pusieron las manos encima. In Matthäus ist in Jude in der Schrift diese Geschichte so buchstäblich kriegt, dass der Ausdruck von der Leden Jesus der Hang ab, als das selbe Wort, was gebraucht wird an 3. Mose zum sagen, leih deine Hand ab den Schub sein Kopf, dass der deine Sinn trägt. Wenn wir uns Zeit nehmen, wir wollen ein Leben lang diese Bilder kann überholen und wir wollen nicht eng fing von so einer Kleinigkeit, wo alle wen sind, wo sagen, wow, dort Opfer, dort ist ein Jesus in die Geschichte vollkommen. Aber dann würde will sag mir an den anderen Leuten am Weg mit so, ein Opfer, da kann jemand vielleicht an Jesus sein Opfer nehmen. Aber 5? Und das ist so abfällig, wo groß und allmächtig Gott ist, wie uns der Opfer aufdeckt an Jesus vollkommen. So, wir wollen das Brandopfer durchluten. Wir wollen eben nur das zweite Opfer. Das zweite Opfer ist das Ethesopfer. Das in, da brauche ich hier nicht sagen, wir haben mal lesen. 3. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. 3. Mose, Kapitel 2, von Vers 1 bis 3. Wann wer den Herrn ein Ethesopfer bringen will, dann soll er weiten Mehl nehmen und dort Olivenöl abjeiten und wieder dünn ableihen. Und dann nur dem Priester Aaron seine Sehns bringen, und der Priester soll eine Handvoll von dort Mehl in der Öl mit den ganzen Weinrauch taub nehmen, in diesen Teil von dort Gub ab den Altar verbrennen, aus ein Gedankenopfer, dort der ganze Abgub den Herrn gehiert. So erst dort ein Brandopfer, in scheinet Gerach für den Herrn. Dort je von dort Ethesopfer soll Aaron in seine Sehns gehirn, dort sind heilige Gaben, bis den Herrn dort erst aus 4 Opfer gebracht worden. Sehr gut. So, das zweite, was wir hier dann non schreiben, dort sind Ethesopfer. Und dann wollen wir uns hier so abschreiben, was er alles braucht. So, was braucht denn alles zu dem Opfer? Mehl, Öl, und das alles. Wenn du wieder die Länge lesen, dann will ich noch weiter, der muss noch unbedingt Salz dabei haben. Aber da ist bei jeder Opfer mit bei. Ich habe kein Opfer, das nicht Salz brauchen. So wie das ich kann. Ich denke, bloß so, wer ich nicht allen schon sieht, wer weiß, wo Jesus geboren wird? Bethlehem. Wo bedeutet Bethlehem? Das Haus, wo 2 Bakjes sind. Wo brauchen der Jesus aus dem Geburtstagsgeschenk? Werk. Okay, bloß so, ich will nicht sagen, dass das hier alles von dort redet, aber da wir bloß bin ich so, Jesus war am 2 Bakjes Haus geboren und wir brauchen ihn noch einzige Dinge, wo du bloß Krack hier haben passen. So, ich weiß nicht, ob es dann Taufe lassen oder ob es so sein, oder bloß nehmen, da brauche ich mich nicht so ernst nehmen, dass ich Salz tschüss, dann checken, was alles angeht.
Aber diese Dinge, die werden wir unbedingt gescheit bechecken. So Johannes Kapitel 6, Vers 51. Jesus seine eine wird. Johannes 6, Vers 51. Ik zie dat levend brood, dat van hemel raufkwam. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood, dat ik geven word, is mijn vlees, dat ik doet je geef, dat de wereld leven kan. Sehr gut. Fragte Frau. Wenn wir das Alte Testament nicht lesen wollen, was merkt das für sein, dass Jesus sagt, ich sehe das Lebensbrot, wer von mir ate, wird ewig leben? Vielleicht, wo jemand anstammt, da merkt kein sein, ne? Wieso, wo Jesus hat von 2 Wachjes vertalt? Das ist der berühmteste Frau. Okay, so nun haben wir ein Etesopfer. Und wir wollten dort, wenn wir den, je kann hier in Tüß den ewigen Kapitel lesen, dort Mehl und dort all das, du brauchst nicht unbedingt dort Pulvermehl zum Tempel bringen, du kannst all Tüß 2 Wachjes gebackt haben. Du musst bis nicht heben sein, du willst noch mit angehen. So, dort ganze Park, dort Mehlport, dort dreht hier am Band. Dort dreht du von Brot. Und du hast dann ein Opfer, wo du mit diesen Dingen anjährst. Jesus sagt, ich sehe dort Lebensbrot, wer von mir ewig Leben wird kriegen. Das ist der Gedanke. Aber dann haben wir ein paar Dinge, wo wir ganz vernehmen wollten, wo mit dem Opfer mit bekommen. So das erste Ding ist, da können nicht helfen. Wer weiß, was hilft das? Ja. Okay, so ich weiß nicht, wer von Ihnen alle südig mehr an der von Ihnen nimmt ist, aber wenn ihr dann, dat is je schat fijn dat jij nog een grote biblische leer rückziehen. Wenn dat meint so viel, dat wann dat eerst anfängt te verfühlen, dann fängt an Gas zu geben, dann jaft dat sonst Bunker nicht schöne Teubertjes. Und dat ist für mich Geschmack sehr fein, aber dat ist eine sehr gute Lehr für was Gott uns will lehrt. So, was immer hier anbietet, etwas auf der Onion, da können bloß Rennnisch mit Hälfte tun haben, aber mehr als das, da können nicht mal Honig haben. So, wenn die weiten, ich einmal heute nicht Zucker. Und all die früher weiten, wenn die ein Hälfte merken, dann wird noch Zucker in die Rum. Weißt du wieso? De Hälfte te eten kriegen. So, das wird so nerv, dass die können nicht südig haben, wenn wir all verbrucht, aber das soll unbedingt nicht süß sein, wenn du Honig machst, dann würde Hälfte gefordert werden. Dann habe ich mal eine Frau, was redet das Neue Testament von, was ist der Hev? Sinn, was von? Mess. Wir wollen uns ein Vers lesen, dann schaue ich nach der Ehe. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 6. Jün Grautstaun ist nicht gut, weil je nicht, dass ein kleines Bestien heeft den ganzen Dich so merkt. Okay, so du redest an den Text von Orgullo, se Grautstaun. Und Grautstaun en opferen, dort kann schon mal taub kommen. Wenn du wirst nur Gott kommen, der erste, an meinem Punkt de vista, das erste Ding ist die Humildad an uns. Dort tauschst du und dort, Gott ist heilig, ich sie schwingt. Gott ist heilig, ich sie ein Sünder. So, das Mehl, das kann nicht, das muss unbedingt unheimlich sein, aber wie du kann ein Bild kriegen von Demut. Und wir wollten, dass Jesus, Philipper Kapitel 2, wird festgestellt als der demütigste von allen. Die Leute sehen Gott sein dort und die kommen rauf und demütig sich, aber ihr demütig und gehorsam wird dort umkriegt. Jesus braucht keine Hilfe mehr. Wenn wir wieder gehen, dann ist die Frau, was bedeutet Öl der Bibel? Öl wird gebraucht, um den Heiligen Jesus zu wiesen.
Wenn wir lesen da im Alten Testament, wo ja mal war am Morgen dort ein Priester worden Arme voll Öl übergegeben, sodass die Mess schwammen können an Olivenöl. Und dort soll bildlich durchstellen, dass Gott sein Jesus wurde auf den Priester kommen. Wenn wir ihn kennen können, so ist zum Beispiel David, der Geschichte kennen, dort das Priester, der geht mit einem Huren voll Öl, nur Isai, und dann will sich David sagen, dann plangert er den oder ever. Okay? Das ist ein Bild von der Heilige Jesus am Ruf. Wenn ihr mal zu lesen, ihr könnt Zacharias Kapitel 4 lesen, dann wollt ihr ein feines Bild kriegen von, das Öl, dort ist der Heilige Jesus gewesen. Dann haben wir die Saltgeschichte, ich kann das mit verschieden, Salt als Genut. Wenn wir Kolosser Kapitel 4, Vers 6 lesen, dann wollen wir morgen dort Paulus schrift den Menschen und dann sagte du, Genut ist so eine gesaltene Mahlzeit. Da bringt du ein Teil bei. So hier so wohl wie Genut handschreiben. Und dann kommt uns noch der Incienso, der Werk, und dort hat dann ein ganzes Tag mit zu tun. Durch das Werk, dort der scheinreckende Geruch, wird wir dann durch den Bier tun. Wenn wir hier so nur noch 3. Mose 2, Vers 2 noch einmal lesen, dort sagt du so, das ist ein Gedenkopfer. Wenn wir so lesen, dort sagt du so, und dort nur der Priester Aaron seine Sehns bringen, und der Priester soll eine Handvoll von dort Mehl und Öl mit dem ganzen Werk nehmen, in dessen Teil von der Guve auf den Altar verbrennen, als ein Gedenkopfer, dort der ganze Opferguve dem Herrn gehört. So ist dort ein Brandopfer zu ein schönes Geruch für den Herrn. Was ist man mit einem Gedenkopfer? To was ist das? Zum ersten Denkholz, nicht? Würde ich doch besser so sagen. Okay, wer weiß dann nu, was das kann für ein Gedenkopfer sein und wo Jesus sich dann vollkommen wies? Lukas 22, Vers 19. Lukas 22, Vers 19. En dan neem hij brood, dankt u voor en breekt dat, en juif aan dat en zegt, dit is mijn charpa, die voor jullie gegeven wordt. Doet dit om aan mij te denken. Sehr gut. Also Jesus ab Ostern, ab der Abendmahl, was er mit seinen Jüngern taub hat, dann hat er das Brot unhev, dass wir das Brot. Das Einzige, was das Brot nicht hat, dass wir das. Wenn wir müssen die Priester alle nehmen. Manche, wenn das Opfer durch das habt, dann sagt er, na, der Priester eine Handvoll von dem Mehl nehmen und dort verbrennen, alle Werk verbrennen und dort ewig einen Priester nehmen, wenn das frei zu sich gesagt. So Jesus ist am Abendmahl und dann sagt er, das ist mein Brot, was für jünd geopfert ist. Und dann weiß wir, wie lange soll wir das tun? Bei der Trägkamp. Und dann merkt mir Abendmahl in diesem Fall noch besonders, noch mit extra besonders, wenn du so eine große Bedienung durchhängst, dort fängt an Sinai und das wird von dir auch noch lebendig im Sinn von ungedenk. Und 3. Mose weiß wir nicht, was der soll im Gedenk holen. Dort sagt du, dort der 4. Vers im Sinn von einem Ethesopfer, jeder Mal, was der dort deuten, soll dann erst was denken und du bleibst im Freutigen auf, was soll wir an Denk holen. Wenn wir dann nun Jesus mit seinen Jüngern taub an den Dach sein, du offenbart sich, was der sollen am Denk holen. Dort merkt für mich das Opfer bütterlich im Sinn von der Juden haben für 2000 Jahre Opfer gebracht, zum Beispiel was Denk holen, was die nicht wissen, wo wir. Nun sagt Jesus mit seinen Jüngern taub und ungastach. Und dann kriegt er seine 2 Backjes für den Tag und dann sagt er, check. Sie sollen ein Denkholwerk sein. Wir haben von der auch noch dort Verreich.
een etensopfer als aandenken te vieren voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Am etensopfer is nog een deel meer. Maar we worden even gewoon naar de nächste opfer en 3 Mose 3. So de plottische Bibel heeft door dat Eva zat als dankopfer, dat is reich. Dit opfer hat aber een deel verschiedenste nummers. So dat 3 opfer, ik wou dat hier krijg zo handschrijven als dat door een plottische Bibel opgeschreven is. Dat bekendere wordt voor dit opfer wie peace offering. Dat vredensopfer. En hier zo gaat dat aan deel om ons als kerk een grote deel. En ik wens we kunnen hier van deel een deel van leren. So, wer wil dus lezen? 3 Mose 3 van vers 1 tot 3. Als zijn Opfer ein Dankopfer en hij wil ein Rind opfern, dan kan dat ein männliches oder ein weibliches Tier sein. Hij soll für dem Herrn aber ein Tier opfern, wat unfehler ist. Hij soll seine Hand ab den Kopf von dat Opfertier leihen en dort vor dem Eingang von dat Versammlungszelt schlachten. En de Priester, Aaron seine Sehns, sollen dat Blut rundum an den Altar spritzen. En hij soll von dat Dankopfer dem Herrn ein Vieropfer bringen, dat Fahrt, wat dat angeweiht bedeutet, en all dat Fahrt, wat on dat angeweiht ist. Sehr gut. So, dit Opfer, dat soll ein Dankopfer sein. Und wir lesen durch, dort soll dort dood merken. Und dann sollen die dort Eberbliefsel von dort Rind verbrennen. Und dort soll dann dort Opfer sein. Dann lesen wir durch Vers 14 bis 17. En hij zal du van zijn Mach mit. Yep. 3 Mose 3, 14 bis 17. En hij zal du van zijn opfergoed als Viehopfer voor den Herrn brengen, dat vaart wat dat aangeweide bedekt, en al dat vaart wat on dat aangeweide is. De beid nieren met dat vaart wat du dan is, en dat wat on de hingerschenkjes is, en den vaartlopen over de lever, bij de nieren losgetrankt. En de priester zal dort op den altaar en reuk afgaan laten, als een eten van Viehopfer tot een schijnet Gerach. Al dat vaart gehört dem Herrn. Dat is eine Ordnung für immer für all jene Nukum, überall wo je wohnt, dat je nicht vaart, ook nicht Blut eten. Sehr gut. So, hier haben wir dann nu das Rezept für ein Dankopfer oder für ein Friedopfer. Du so ist dann nu ein Opfer, wo ein großes Tier soll geschlagen werden. Gewöhnlich werden die Balles geschlagen, wenn die dort bloß groß auf und abdecken können. Dann wird dort neingepackt und dort Fahrt und so hier durch Hirten. All dort wird wie einmal würden sein, das werden wir nicht abheben. Dort wird ab dem Feuer gedreht. Und dat brennen, en die weten wahrscheinlich direkt beim Fahrt verbrennt. So, dat wir Barbecue Gerach am ganzen Tempel. Aber da wird dort scheinet von, dat wir ein Party-Opfer. So, du wird dort Art verbrennt, und da wir Gott sehen, da können wir nicht haben, so dort Blut und dort Fahrt und dort Bannerste, da wird verbrennt. Wer weiß, was mit dort Eva jetzt getan wird? Was muss ruhen? Der eet not ab. Oh ja, ook Säuer, aber wer? Der können ein bisschen davon. Der, der dort geopfert hat. Die normalen Menschen haben als Hallo. Okay? Die backen Fleisch und die leiten ihm vor. Aber weet je, dit fastliche, dit Dankopfer, wat Vredeopfer soll heiten, oder kann heiten, dort hat ein Zweig, und wo soll du gegeben werden? Wann er jetzt uns so scheiner taub sein, als wenn du eten hast.
Pas auch meine Frau. Wenn wir Männer oben haben zu Uwes, da muss eigentlich Eten bei sein, wenn man nicht an jedem zu tun nicht scheint. Aber sag mal noch, was du tau sagst, was kostet die Bremse sein, wenn du schöne Toilette hast? Da bloß muss eine Frau, ne? Man ist bloß eben glücklich. Aber das Fried, was hier gepredigt wird, da hat 3 Kategorien. Also Gott hat sein Opfer gekriegt, die Priester kriegen Eten, und dann wird die Familie, was du dann nu als Fass taubschei. Hier ist ein Ding, was ich persönlich nie gelehrt habe, was uns als Christen anbelangt. Wir wollen anfangen mit Kolosser Kapitel 3 von Vers 15 bis 17. Kolosser 3 von Vers 15 bis 17. En Lord Christus in de vrede en jullie harten regeren. Gott heeft jullie daartoe gewählt, seine Freude zu haben als Gelieder und einen Charper und seid dankbar. Lord Christus in Wort rechtlich manchen wohnen, belehrt und halb einer den anderen in alle Weisheit. Sing von einem dankbaren Hort, Psalm und jessige Lieder, Gott zu ehren. Und alles, was ihr sagen und daunen, dort in unseren Herrn Jesus in Namen, der am Dank Gott, unseren Vater. Sehr gut. Ich sage nun eine Neue Testament Beschreibung von einem Dankopfer im Alten Testament. Die beste Beschreibung, was wir finden aus Kolosser 3. Manche, wo an uns das soll wirken, wenn wir Frieden haben mit Gott, durch Jesus sein Opfer. Du hast so eine lange Liste Dinge abgeschrieben, aber du hast nicht ein einziges Ding an Kolosser 3, was bloß für die allein ist. Dort ist ein Pack-Ding. Du willst sind nächste Menschen nicht zu brücken zum Christen sein. Bloß einfach so dort. Wenn der Friede, wo ich mal Gott gekriegt habe, der strahlt wieder an die Menschen rum mich und die machen mich glücklich. Dann kommen wir taub mit Christen. Und ich will mir zu sagen, 90% von ihnen alle wollen nicht meine Freunde sein, wenn sie nicht wieder daran glauben. Ich will ihnen nicht mehr sagen. Der Friede, was Jesus mir gegeben hat, und der Friede, was Jesus dir gegeben hat, durch das Opfer, was er vollkommen durchbracht, hat uns Kompass gemacht. Und das jetzt schön. Das jetzt so schön zu weiten, dass ich und du, wir können so eine verschiedenste Meinung haben, als da und dies, das. Aber der Glauben merkt uns taub. Und du willst schaffen Dinge zu tun, das gestern so oberst. Wir rennen durch Raum und wir haben alle Schaffet gesagt, boah, ich bin gestern so geläuft worden, wenn ich sage, wie viele Menschen mit mir taub Frieden haben. Und das wird großartig, was wir für so glücklich nehmen. Vielleicht soll wir da mal in der Stadt fragen, wer hat mich von der Mars alle begrüßt, soll wir die Frau bloß mal umdrehen. Wem hast du alle begrüßt? Wenn du was vielleicht mal die Frau fragt, wer hat mich alle besucht, Frau mal die Frau umgedreht. Wem hat ich alle besucht? Das Party jetzt von hier soll in Christ beschrieben. Im Sinne von, Jesus hat für mich geopfert. Und nu will ich Fleisch backen, mit Christentaub und schaftig sein, wenn ich Frieden erlebt. Wir können nur Epheser 4, wir können nur Galater 3, wir können nur Römer 5, all die Texten bieten. Die geben uns alle die Einstellung, dass Jesus als uns Friedopfer, aber die Friedopfer hat an uns was gewirkt, Gemeinschaft. Und man jeweils lest 3. Mose 4 ganz, und dann war ich noch, 3. Mose 3, und dann war ich, lest 3. Mose mal, beschreiben mal die Opfer, und dann check mal, was das für ein Christ, und was soll ja besonders sein. So, wir haben hier 3 Opfer, wo du freiwillig sind, im Sinne von, wenn du ein Jude bist, dann kannst du das tun. Und hier sind keine
buitengemeine Sünden oder spezifische Sünden beschrieben. Das ist bloß, wenn du was bei Gott angenommen sind, dann merk ein Brandopfer. Wenn du was in, vielleicht soll ich ihm fragen, was das wäre, habe ich nicht mal abgeschrieben. Etwas Opfer kannst du opfern, Dankopfer kannst du opfern. Und wir weten noch, dass das war meist einmal in Familie, denke ich, tun. Die reisen nach Jerusalem, die hatten ja Opfer mit, wenn die da wieder aufwohnen, dann verkaufen die der Schub, nahmen die Peisos mit und reisen nach Jerusalem, kauften sich einen Schub, dann wird geopfert. Und wenn die eine Geschichte bildlich lesen, weil Samuel seine Mama im Tempel ruht, dort ist so eine Gelegenheit, wo die Familie beim Tempel ist zum Opfern. Und der Priester gleich das und darf sich Geschäft besuchen. So, kann ich mal die Geschichte lesen an die Uhren von der Familie aus dem Tempel gekommen opfern und das ist was passiert. So, da wird eine Zeit von Beten, Hannah ging in den Tempel, der Ruhe und der reden mit Gott. Du sagst, ein mehr Dinge, du tust, aber wir wollen von uns konzentrieren und der Opfer. Und jeder ein von diesen Opfern passt Jesus Kraft nennen. Du sagst noch ein Dinge, was ich von dir nicht erwähnt habe, und wo uns die Titel nicht wird, Taurigen von wieder tun. Dann fehlen uns noch 2 Opfer. So, wir haben noch 2 Opfer, wo du dann ganz spezifisch für Sinn durchgestellt wird. Das erste von der Bett, Björn hat es nicht gespielt, das hat nicht einmal Musik gespielt. So, das 4. Opfer, wo wir wollen von reden, ist das Sinnopfer. Das Sinnopfer ist nicht mehr ein freiwilliges Opfer. Das Sinnopfer ist ein Bemuss, wenn du Vergebung was kriegen, für was du getan hast. So, ich lese du so, 3. Mose, Kapitel 4, Vers 1, sagt dort, der Herr redet mit Moses und sagt, red mit den Israeliten und sagt, wenn sich wer durch einen Verfehl gegen irgendein Gebot vom Herrn vergehen det, was er nicht tun soll, dann soll je nur diese Regeln nur handeln. Also, wenn du gesündigt hast, und dort gesagt, dort beschreibt was, du hast gesündigt, das ist das Opfer, was dann antraf. Und das wird dann das erste Mal, wo dort dann redet von vergeben. So, 3. Mose 4, Vers 20 sagt, und er soll dort mit dem Ball so tun, als er dort mit dem Ball für das Sinnopfer getan hat, so soll der Priester die Versöhnung für ihn durchführen und der Herr verjährt die ganze Gemeinde ihre Schuld. Also hier kannst du nicht selbst ein Opfer bringen. Ein Vermittler muss hier sein. So das Opfer wird großartig sagen, groß, wenn Jesus als das Opfer, Jesus als der Priester, Jesus als der Vermittler, Jesus als das ganze Pack. Und dort Sinnenvergebung kann durchgestellt werden. Wir lesen in Hebräer 13, die ganze Geschichte, aber wir werden in Hebräer 13, Vers 11 uns noch ein Vers lesen. Hebräer 13, Vers 11. Die Tier, wovon der Priester das Blut aus ein Sündopfer an das Allerheiligste. Sehr gut. So, du magst wie an Hebräer 13, wo Hebräer gleich Jesus nimmt für das Sinnopfer und sagt, Jesus wird bitte im Leben geopfert, das Sinnenvergebung kann durchgestellt werden. Wir wissen, dass das Sinnopfer wie das Opfer, wo das Büten wird geopfert, ein klein bisschen Blut wird im Allerheiligsten angedreht. Du hast wie laatst auf Sonntagsschule und davon, wir werden so dort looten. Aber Jesus wird das vollkommene Sinnopfer, was uns Sinnenvergebung durchstellt. Dann haben wir das letzte, das Schuldopfer. Das Schuldopfer fängt wir in 3. Mose Kapitel 7. Ich lese du so 3. Mose Kapitel 7, Vers 7. So ist das Sinnopfer, so soll auch das Schuldopfer sein. Für die beiden jetzt ein und dasselbe Gesetz. Die sollen den Priester gehören, wer damit die Versöhnung durchführt. Aber hier haben wir das Schuldopfer als Opfer, also dasselbe. Also die Vorschriften sind dasselbe.
Schuldopfer ist aber eigentlich mehr mit bei. Wenn wir du so in 3. Mose 4, Vers 14 und 16 lesen, dann muss wir dort Schuldopfer haben noch eigentlich mehr. Du hast jeden Gott versündigt, aber du hast auch die jemandem anderen versündigt. Was muss sein, du hast gestohlen. Dort Opfer in den Tempel bringen mit Gott, dort wird nicht fertig. Du musst eine Restauration machen. Und du, wenn sagst dort in 3. Mose 5, Vers 14, mit der 16, so steht, der Herr mit Moses sagt, wenn sich wer durch einen Verfehl verfügt und sich an die dort verschuldigt, was dem Herrn gewährt ist, dann soll er für seine Schuld dem Herrn ein fehlerloser Schubsbock oder Kassenbock als Schuldopfer bringen. Dort hier mit schätzungsweise 2 Silberstücke wert sein, nur dort je weg vom Heiligtum. In der Opfergabe wird er an dort gewährte schuldig geblieben ist, muss er dem Priester geben und noch ein Fünftel dabei geben. Mit dort Schuldopfer versäumt der Priester der Sachwarte in der Herr wird an seine Schuld vergeben. So, warum muss sein, du hast gestohlen und die dort Leute, aber du hast, warum muss sein, 100 Peso gestohlen, dann musst du noch 25% ableihen, zum dort Geld gemerkt worden ist. Hier ist ein Ding, wo wir noch Luther wollen, Geschäden angehen und Sinnenvergebung von dir und wo dort geheichelt ist, wenn ein Christ sagt, du musst dem bloß vergeben. Ich glaube, du hast noch ein Teil mehr dazu. Also, wenn ich ein Peter und Sandal geworden und ich mich jenen versündigt, der soll mich vergeben, das stimmt. Aber das ist schon mal abgefixt, was ich mir erst angestellt habe, mit dem Taub das Ding abfixen. Dort zum großen Park von dem Schuldopfer wird im Neuen Testament sich wiederholt. So, so fingen wir dann Texten, so Römer 8, Hebräer 10, Psalm 51, einen großen Klappen Texten, wo wir fingen von dort ein Schuldopfer. Wie das Opfer wird, mir das dort leid Gott, ich habe gesündigt. Aber mir das dort so leid, dass ich mich nur was ich tun. Und das muss mit Gott abgefixt werden, das muss mit mir nur abgefixt werden. Und Jesus ist das vollkommene Opfer. Und wir weiten dort nur Römer Kapitel 8, nur, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird alles abgefixt sein. So, danke schön für Ihre Zeit. Gott segne mit Ihnen.